Ich habe ein Thema. Ich Trump. möchte nämlich rausfinden, ob du ein guter Ficker bist. Wenn sie So sagt, redest du nicht von meiner Mama. Nein, bitte. So, ja. Blablabla. Was ist da um dein Brunz herum? How dare Kid Rap? Servus, grüß dich. Servus, mir geht's- Flight mal bei mir. Mir geht's Rappelt's gut. in der Kiste, brutal halt. Ganz Nochmal ja mal Live Mode. Oder nur Michi, Kid Rap. Dings. Wenn wir die meisten leider erinnern. Ja, schon. Michi ist. Ah, dein Mom. Der ist vor 14 Jahren gestorben. Oder wann auch immer die Band, oder wir die Band gestartet haben. Ja, gut. Ist ja oft auch. Also, mich ist sowieso gestorben, aber es war dann ja zwischendrin auch Bad Gun Ja. und die Bad Blood. Rap Daddies Ja, insgesamt. Purple X. Purple X. Sorry, das ist die Rap Daddies. Ja. Hast du gewusst, also ich lese einfach mal vor, Heringe reden miteinander, indem sie furzen. Sie lassen kleine Luftblasen aus ihrem Schwimmblasen entweichen, die ein quiekendes Geräusch machen. Ja. Diese speziellen Furzsignale nutzen sie, um sich in der Dunkelheit untereinander zu finden und zu koordinieren, ohne dabei Raubtiere anzulocken. Okay, das ist schlau. So viel zu Heringen. Ja. Riechen die? Also riecht man unter Wasser dann? Oder sind das dann Schallwellen oder wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage. Die einen quieken, also ich glaube, riechen kannst du das nicht, also du müsstest die Blase schon öffnen, Ja. sozusagen. Also ich weiß nicht, du kannst ja auch nicht gescheit einschnaufen. Nein. Ich weiß nicht, ob man in die Kiemen Geruchsdrüsen hat, wahrscheinlich nicht, weil braucht keine Sau nicht. Nein, das ist totaler Schmarrn. Ja. Aber gute Ohren brauchst du, um eben um das... Die kleinen Bläschen. Was sind die Blätter? Ja, Props auf jeden Fall dann, dass die das da so detailliert machen können. Oder so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So filigran. Ja, und dass du da weißt, weil was. Wie sehr lässt du einen fahren, ja? Ja. Nicht, dass da dann komplett was anderes rauskommt, wenn es jetzt Ja, wenn das scheiße ist. Ja, wenn es willst viel eigentlich- Sponen hat. Ja, oder du so. willst eigentlich nur kommunizieren Ja. und hast du das ganze Wasser vollgeschissen. Ja, schon, ja. Der Oder Klassiker. Ja, oder wenn er am Vortag Mais gehabt hat. Zum Beispiel, ja. Na, Schon lange nicht mehr über Kacketäschchen geredet. na, Das hört man mal wieder auf mal. jeden Fall. Wahnsinn. Mais. Letzte Woche, was ist so alles passiert? Letzte Oder in Woche. dieser Woche, sagen wir mal so. Wir haben einen Gig gehabt, den Kam. Mhm, korrekt. Ja, war geil, hat Spaß gemacht. Ja. Kam auf jeden Fall mehr die Mitsingen, wir Tänzer, aber sonst Also genauso, wie wenn wir heute wenn im wir im Konzert Publikum waren. Ja. Ja. Aber war trotzdem geil. Also war geil. War Die geil. Leute haben Bock gehabt. Viele Leute da. Gute Rips auch relativ gegessen. Ja, Also was stimmt, relativ ja. ist jetzt unfair, aber normalerweise, wenn du Rips bestellst in irgendeinem Ja. Restaurant, ist es ähnlich wie mit Burger und du Können wir kriegst... vielleicht einen Tipp der Woche vorgreifen, oder? Stimmt, ja. Ich habe zwar was anderes aufgeschrieben, aber machen wir dann nehmen wir das LA Lifestyle Café in Calm. Ja. Kannst gute Hamburger mit Pommes frites essen. Ja, ich fand die Wings auch gut. Also ich habe zwar andere erwartet, weil also Ja. richtige Chicken Wings, aber jetzt habe ich es gelernt, dass man auch normale Chicken Wings einfach frittieren kann. Voll geil, gell? Ja, so schon. klug. Ja. Das doch unser. Ja, wir müssen jetzt unbedingt mal wieder Chicken Fry machen. Ja. Wirklich, jetzt so Bock. Aber war auch gut. Burger auch immer gut, also kannst nichts sagen. Und ich mag die Betreiber auf jeden Fall, nicht die Leute. Ja, stimmt. Shoutout an Tanja und an Jürgen. Ja, geile Typen. Der Harry hat, beziehungsweise wir nennen einen Namen des Bandmitglieds nicht, Ja. aber wir haben gleich einen guten Eindruck gemacht, als wir angekommen sind. Und zwar hat einer von uns in seiner Kutten, wie wir es halt so oft machen, sein Bier in der Brusttasche innen gehabt. Ja, Und beim Vorbeugen ist sehr viel Bier ausgelaufen und auf den Hundewelpen ja. verschüttet worden, der dann auch instant nach nassem Hund gerochen hat. Ja. Und, Sofort angefangen, das Bier aufzuschlecken. ja genau, ist ein bayerischer Hund gewesen. Die Miami. Miami hat es geheißt. So. Aber die hat das demjenigen nicht übel genommen, Ja. aber war gleich wieder ein gutes erstes Ankommen, finde Ja. ich. Insgesamt sind die Leute im LA kamen immer voll nett zu uns, auch das Barpersonal und so. Ja, stimmt. Immer sehr supportive. Ja, das Barpersonal hört uns auch, hat sie Ja. zumindest behauptet. Der Alexander, gell? Ich glaube schon, Ja. aber wie gesagt, Name ganz, ganz Ja. schlimm. Ein Riesenfan von Putzi. Ich habe Max gesagt, Ah, aus Versehen auf der Bühne. Ich glaube, dass man stimmt, ja, ja. Da, ja. Ja, ist ja wurscht, so wichtig Ja. ist es nicht. Also, Wenn es ins LA Lifestyle Café in Calm geht, fragt unbedingt nach dem Putzi. ja, Ich weiß nicht, was der Putzi da jetzt macht. Ich habe das Gefühl, irgendwie schon viel im Hintergrund. Ist ein etwas korpulenterer, großer Typ und ein absolut geiler Wichser. Ton auch super. Super Ton gemacht. Alles passt, ja. Eines der besten in ihr Erlebnisse, die ich seit langem wieder mal gehabt habe. Ja. Aber
Ja. Ich glaube, ich muss mir jetzt dann entscheiden, ob ich tue nämlich immer wieder rum, tue eins raus, tue eins rein und ich glaube, das schaut ein bisschen behindert aus. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach eins draußen. Ja, ich habe eigentlich nie auch real. beide drin. Ja. Weil du hörst, das zirkt dir total runter, Ja. wenn du beide drin hast und du denkst, das Publikum macht überhaupt nicht mit. Also es muss schon, also bei den sehr gesangsintensiven tue ich beide rein. Das wäre bei welchem Little? Pass auf, es gibt eins, wo es bei Gut weiter tue ich beide rein. Ja. Da muss ich mich schon ein bisschen hören. Ja. Und ich glaube tatsächlich bei meinem Part von South aus, weil das der Anfang ist, yeah. Ja. Aber wenn du nicht hörst, da war ich schon so brutal daneben. Ja, bei mir ist Radlertrinker, weil da kommt ja so ein Riser, so ein leiser und den höre ich auf die Monitore oft nicht. Bauwagen Remix, weil halt da keine Drums dabei sind und da kommt man bei der Geschwindigkeit echt schnell raus. Ja. Wenn du dann auf die Clap rappst. Und ja, gut, weiter habe ich es auch wegen ich schreibe Fick die, dass ich dann auch weiß. Ja, da habe ich mir beide drin. Aber dann tue ich es auch wieder schnell raus, weil die Leute da so geisteskrank sind. Ja, das ist irre. Aber ja, schaut immer richtig wack aus. Ja. Mir ist in Kam, das war so strange, mir ist mein Ding hinten raus. Ja. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, obwohl er da drauf gehängt ist. Hab dann halt, Sabrina hat dann helfen müssen und erst mal mein ganzes Schweißen-Ding abgekriegt. Es wird jetzt schon Nacht. Ja. Er ist immer das Beste, wenn du das in ihr Kastel verlierst, vor allem wenn wir die Overalls haben, da ist man einmal schon mal in Fuß reingerutscht. Stimmt, du hast ewig rum, glaube ich. Ja, aus dem Overall kommst du, brauchst du 20 Minuten, bis du raus bist. Schon, das ist irre. Das ist ja, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen das, was ich eigentlich schon vor langem jetzt gekauft habe, das zum Drehen. Ja. Das war so einfach, aber das muss man löten und ich kann nicht löten. Nein. Ich kann viel. Ja. Vielleicht kann der Patrick das, wenn er nächstes Jahr unser... Kann der löten, meinst du? Also jetzt zumindest Veranstaltungstechniker vielleicht. Eigentlich kann mein Dad löten. Ja, das ist passiert und ansonsten, du warst Leonhardi. Ich war Leonhardi, aber relativ gediegen, muss ich sagen, für meine Verhältnisse noch. An was daheim? So kurz vor 10 Jahren hast du mich noch angerufen. Ja, stimmt. Wegen was heute noch? Wegen Sri Lanka. Ja. Irgend so ein Bastard. Sri Lanka. Ja, hinfahren, oder nicht hinfahren wollte und du wolltest ihn überzeugen. Ja, genau. Wegen Weltreise oder so. Ja, genau. Der Martin und Dings wollten nachher. Und hast du überzeugen können? Nein, also ich habe 3 Sachen gesagt und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, stimmt, hast du aufgelegt. Ja. Schade. Ja. So kenne ich die gar nicht. Ja, ich denke mal dann so, also da war schon dann Gegen Ende. Ja. Definitiv. Nein, aber ich habe gesagt, wir sehen uns ja dann am Samstag. Ja, genau, stimmt. Weil ihr könnt sich eh nicht mehr daran erinnern. Das habe ich gesagt und dann habe ich aufgelegt. Korrekt, ja. Stimmt. Ja, mal sonst, Wahl, USA. Stark. Habe mich brutal gefreut. Ja, mitverfolgt. Hat mich irgendwie mehr da beschäftigt wie sonst. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, weil es, glaube ich, eine aktuelle, angespannte Situation ist. Und viele Aussagen vom Trump, zumindest die, wo uns die Medien hier singen lassen, Ja, stimmt. waren schon teilweise beunruhigend, wie zum Beispiel NATO austritt und seine Sachen. Das ist schon, aber da habe ich jetzt heute auch wieder gehört, dass das gar nicht so easy ist. Also sie haben es damit gerechtfertigt. Also ich meine, die Amis brauchen NATO ja auch ein ganz kleines bisschen, wenn du jetzt mal überlegst, wenn sie Russland, China, Iran, wenn die jetzt zusammen deren, auch nicht so geil. Also Amis sind schon potent. Ja. Militärisch, aber trotzdem ein bisschen Support von der EU, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt. Ja, und sie haben überall eine Stützpunkte da und das, glaube ich, geht ohne NATO auch nicht. Ja. Schauen wir mal. Ja, ich weiß, mir deren die Ukrainer brutal leid, weil da der Trump von vornherein gesagt hat, du, habe jetzt keine Zeit mehr dafür dann. Ja, und auch kein Pulver, was natürlich vor allem schlecht für uns, Frankreich und Großbritannien, glaube ich, wird. Ja. So als Geldgeber. Aber wir haben ja keine Wahl. Also mehr oder weniger. Allgemein sau schwierig, finde ich, das ganze Thema. Also ich verstehe da viel zu wenig davor, aber was passiert denn jetzt? Also ich meine, wie ist der Stand? Also soweit ich mitgekriegt habe, gewinnen jetzt die Russen gerade schon gut am Boden, weil ja die Koreaner mitmachen. Schon, aber, okay. Ja, aber halt verdeckt, was ich Okay. lustig finde. Ja. Wir sind Russen. Ja. Mihau. Ja, also das bedeutet dann, das finde ich ist halt dann schon nochmal Next Level, wenn jetzt koreanische Bodentruppen mit am Start sind. Ja. Das finde ich echt heftig. Ja. Und entsprechend geht es jetzt auch voran. Und was soll passieren? Wie geht es weiter? Also wann hat der Russe dann auch genug Ukraine? Möchte er ganz Ukraine einfach schlucken?
hat er sich ein paar nette Orte ausgesucht, wo er sagt, das darf ihm noch taugen, oder ist es, war es eine Option, dass die Ukrainer sagen, du, das, was ihr jetzt habt, ist jetzt Blacklaufen für uns, aber behaltet es und dann sollen wir gut sein, sollen wir wieder gut sein. Also wo soll das hinführen? Ich weiß Ahnung. Nicht. Es gab ja das Gerücht, dass sich der Putin einfach ein Denkmal schaffen will, weil er auch irgendwie krank ist oder so, aber Quelle vertrauen mir, Bruder. Und zwar von den Brüdern, die man nicht vertraut. Nein, auf keinen Fall. Ganz und gar nicht. Und zwar die Brüder, die am Stammtisch sehr viel über Politik reden. Ja, oder in einem Podcast. Ja, aber wir sagen immer davon, ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede, aber dann 10 Minuten. Das ist meine Meinung. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, also ich weiß nicht, wo das, also wann der Russe genug hat, um da meine fundierte Meinung abzugeben. Ja, es ist halt schwierig. Also, was ich so mitgekriegt habe, macht der Putin halt viel schlaue Dinge und das ist halt auch arme Länder halt finanziell supporten. Stimmt, die sind auch so brutal in Afrika unterwegs. Ja, oder? Genau, da. Die Chinesen aber auch, oder? Ja, das ist halt eins, was halt, wenn es halt wirklich zu einem Krieg kommt, die natürlich sagen, ja, da machen wir mit, aber halt nicht auf der asylgebenden Seite, sondern auf der geldgebenden Seite, schätze ich mal. Ja, viel, ich glaube, Sri Lanka viel Geld geliehen, weil die waren ja auch pleite. Ja. Wer jetzt? Also Russland. Ah, okay. Sind die dann auch pro Russland, logischerweise? Weil sie haben das ja nur geliehen. Ja. Also ich finde eigentlich, dass die Leute, die sich untereinander Guidelines sind, eigentlich nie so dicke. Ja. Das ist ja mehr eine Geschäftsbeziehung. Ne? Ja. Aber was ich da sagen muss, da feiert die Japan irgendwie, dass die trotzdem relativ westlich am Start sind. Das waren schon immer richtig kranke Arschlöcher. Überleg dir das einmal, Zweiter Weltkrieg, die sind echt weit von uns weg. Ja. Oh, wir machen Müll. Ja. Wir greifen Russland an oder was nicht. Oder die Chinesen haben sie angegriffen. Ja. Also, warum? Also, ja gut. Aber weißt du was, Kid Rap, warum überhaupt Krieg? Ja, schon. Ja. Braucht es ja nicht. Nein. Braucht es nicht. Nein. Aber da war langweilig ohne Krieg. Ich meine, wenn einfach alles bleibt, das ist. Nein. Ich habe mir schon gedacht, dass sich der Mensch da nicht weiterentwickelt irgendwie und sagt, hey, jetzt haben wir uns an die Grenzen, lassen wir es einfach gut sein. Aber ich glaube, dafür sind wir nicht geboren. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht sind nicht manche einfach nur richtige Hinterwäldler oder Psychosen oder richtige Machtdinger. Warum, also es gibt ja eigentlich nur ein paar Gründe für Krieg. Einmal, sie haben was wir gerne haben, und geben es uns nicht, deswegen holen. Ja. Oder man hat es in der Vergangenheit geholt. Ja, richtig. Ja, stimmt. Wo es wieder zurückkommt. Ja, richtig. Ja. Dann Ego, glaube ich, natürlich ein Riesending. Schon, ja. Du hast was gerne mal lang gesagt, gut, ich marschiere ein, entschuldigen Sie, aber das verlangt nach Satisfaktion. Ich glaube, dass das, wenn die Leute, die wo entscheiden, auch kämpfen müssen, dass das wahrscheinlich anders ausschaut. Ja, ein paar Fanatiker wird es schon geben. Ja, schon. Aber wenn es dann, also so, klar, es gab ja früher zumindest, wenn man die Filme glauben darf, die Ritterfilme, sind die Könige ja zumindest mit auf dem Feld gewesen, oben wenigstens, mit ein paar Flaggenträgern. Das war schon geil, aber irgendwie dann, ich bin ein riesen Fan von so, ich möchte wieder diese Champion-Fights haben. Ja. Da sagt jetzt, Deutschland schickt einen am besten mal, die, sagen wir mal, die Russen oder wer halt Lust hat, schickt einen am besten mal und dann sollen sie sich auf die Fotzen hauen und der Gewinner kriegt das andere Land. Ja, so wie bei Risiko. Genau. Würfeln. Das finde ich auch geil, ja. Aber ich möchte irgendwie auch nicht, dass der Gescheiteste gewinnt, weil ich glaube, dann hätte ich in der Welt gar nichts. Wirklich überhaupt nichts. Der mit den schlechtesten Leberwerten, der soll ja gewinnen. Okay. Ja, da kann die auf jeden Fall, da arbeite ich stark drauf. Fortschreitendem Haarausfall. Ja, das kleine Typen. Ja, fette Typen. Sollten wir mal was aufsetzen. Ja, schon, ja. Mal einen kleinen Vorschlag machen. Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie es mir so gesundheitlich geht jetzt die nächste Zeit. Weil, ich finde jetzt, es sind ja immer diese kleinen Bausteine hier, immer mal wieder Grippe, das Ganze, Verspannung ist überall und es wächst ein bisschen. Ist ja klar. Weißt du, wie es ist. Aber jetzt muss einmal was Großes wieder her. So als wäre eine kleine Niereninsuffizienz oder. Ja, also Krebs möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Also da wirft dann, glaube ich, muss ich danken und verneinen. Ja. Aber mal schauen, was das Leben noch für mich bereithält. Weil wir gerade über Krieg geredet haben, weil ich muss jetzt eine richtig gute Überleitung machen. Die Fotze, der sage ich jetzt mal ganz aufhöflich, über die wir letzte Woche schon geredet haben, hat jetzt Ding geschrieben, hat jetzt mehrere andere Leute geschrieben. Echt, okay? Ja, also richtig, richtig miese Nummer. Aber mir egal. Mir scheißegal. Na. Fuck you. Was denn? Bei O2 trotzdem mein Ding mir eine Mail schicken kann, wo ich im Flugzeugmodus bin. Ja, ich habe auf WLAN gemacht. Ja. Auf jeden Fall wird es da bald Krieg geben. Naja, wenn wir schauen, wie sich das entwickelt. Mir ist egal. Ja. Ich habe ein Thema.
Okay. der Woche und zwar was richtig, richtig Gutes. Ich möchte nämlich rausfinden, ob du ein guter Ficker bist. Okay. Und da habe ich jetzt einen kleinen Sextest vorbereitet. Du wirst mir die Fragen beantworten. Das ist kein klassisches Thema der Woche, habe ich mir gedacht. So. Ja, das ist mir interessant. Interessiert ja die Leute, ob du gut fickst oder eher schlecht fickst. Also wir können das abkürzen, glaube ich. Sollen wir gleich zum Ergebnis gehen? Ja. Es gibt 3 Möglichkeiten. Der röhrende Hirsch, Ja, das schüchterne Jünglein Ja. oder der ganze Kerl. okay. Aber das ist halt das Ergebnis. Also, Machst du auch mit, oder? nein, Nein, okay. auf keinen Fall. Weil ich sehe nämlich, wie viele Punkte gibt. Ah, okay. Ja. Ich habe es mir schon ein bisschen durchgelesen und ich habe festgestellt, es ist wie immer bei Multiple Choice, du weißt eigentlich was. Also Okay. ich möchte ehrlich, gell? Ehrlich, die okay. Leute sollen wissen, ob Ja. du gut fickst. Ja. Aber wie du schon sagst. Welche Aussage würden Sie unterschreiben? A. Naturtalent oder Niete, Sex kann man oder eben nicht. Ja. B. Sex muss man genauso lernen wie eine Sprache und zwar bei jedem Partner neu. Ja. Oder Penislänge und Standhaftigkeit. Der Erfolg im Bett hängt von messbaren Fakten ab. A, B oder C? Ich sag B. Dann. Ja. Passt. Wobei eigentlich eher der Dreier-Typ. Ich glaube auch der C, C-Typ, ja. hätte ich auch gesagt. Das ist einfach richtig lange eine. Eine Lanzen, ja. Ja. Ihre Mund spucken oder umdreht. Ja, das Ganze. Haarzogen, Ja. Headbutts Mach eine tiefe Stimme. und ihre vor allem auf den Arsch Ja. spucken. Was ist das? Sagen sie heißt Werner. Mach mal eine tiefe Stimme. Also sie ist eine tiefe Sie Stimme. ist eine tiefe Stimme. Ich mach dann eine hohe. War geil. Ich bin Mrs. Garrison. Ja. Ja, gut, weiter. Zweitens, Ja. wie schätzen Sie sich selbst als Liebhaber ein? Ja. A, potent, patent, präsent. Ja. Wo ich bin, ist guter Sex. Ja, klar. B, mal heißer Hengst, mal guter Durchschnitt, mal arme Wurst. Ja. Je nach Frau und Tagesform. Ja. Weil die Frauen spielen da schon auch eine große Klar, Rolle ja. beim Ficken. Das Ja. darf man nicht vergessen. Weil wenn sie schon mit so einer Schnauze wieder kennt, Ja, schon. dann habe ich auch keinen Bock. Ja. Mit Hilfe. Ja, Hilfe, ja. Ich rufe die Polizei, sage Ja, ja, das viel sag ich Spaß. Hier ist ein Funkloch, meinst du, warum ich hier bin? Ja, du Volldepp. Haben andere auch schon Ja, probiert. schon, ja. Willkommen. Naja. Oder C, keine Ahnung, müssen das nicht andere bewerten? Es geht darum, Ja. weißt du nicht, was Ja. die Frage war. Ja, innen wieder B. Mal heiß, hängst Ja, mal gut, eh. durch mal. Okay, nicht schlecht. Wie gerne und offen reden Sie über Gehen wir die Du-Form? Ja. Redest doch du nicht. reden Sie über Sex? Ja. Ah, ja, gut. Sex ist Männersache. Ja. Und unterm Kumpels kann es gar nicht schlüpfrig genug sein. Ja. Das ist schwule Aussage. Ja. Extrem ungern, vor allem mit der Partnerin. Ist doch irgendwie immer peinlich. Ja. C. Guter Sex braucht gute Gespräche. Daher gut reden, besser kommen. Also dann C. Also ich finde, dass wir für Typen relativ wenig über das Bumsen reden. Ja, gibt da nicht viel zu erzählen. Na. Ich habe gesagt, das ist, ja, Na, aber peinlich ist mir jetzt auch nicht. Also da die sagen C. ja. Also, Der Gentleman fickt schlecht und schweigt. ja, schon, ja. Sehr gut, das sag einmal. Was ist wichtig beim Sex? Ja. Finger im A, Arsch. Also, ja. Was? Das war Finger im Arsch, war A, ja. Kommunikation, Fantasie und Vertrauen. B, Lust, Rausch und Ego-Trip. Ja, okay. Ja. Ja. C ist Sicherheit, Liebe und Rücksicht. Oh. Bist du echt ein kranker Bastard. Na. Was ist wichtiger? Ja. Ja. Also das ist eine dumme Frage. Okay. Das ist eh klar. Dass er kommt oder dass sie kommt. A, sie. Wahres Können zeigt sich erst im Bemühen um die Lust des Partners. B, er. Frauen haben nicht diesen sexuellen Druck und brauchen nicht so viele Orgasmen. Ja, Ja, ist so, ja. also, muss ich überhaupt noch mehr vorlesen? Nein. Weil das ist gerne das C. Es wäre schön, wenn beide auf ihre Kosten kommen würden, am besten gleichzeitig. Ja, C. So, Sag und jetzt jetzt mal. muss ich gleich ganz ehrlich sein, ich finde das richtig frech. Das ist nämlich die Antwort, die nicht die meisten Punkte kriegt, Okay. sondern es Sie. ist viel wichtiger, dass sie, das finde ich völlig ein Schmarrn. Also erstens B, Ja. Wie muss Aber ich glaube, kommen? dass das Frauen auch runterzieht, wenn. Also stell dir mal vor, du kommst nicht. also vor allem, dass das bei mir passiert, Na, da müssen sie mir meinen Schwanz vorher schon, ja. aufschneiden. Und dabei komme ich dann. Ja. Sei das Da müssen uns vor meine Augen irgendjemand in den Kopf schießen. Ja. Ja. Scheiße! Und danach ist mir wieder unangenehm. Ja, schon. Ich bin so eklig. Aber gib mir 15 Minuten, dann. Ja, egal. Reden wir nicht drüber. Sechstens, So wie authentisch. peinlich. Ja, es kann gar nicht schlüpfrig genug Nein. werden. Jetzt muss ich.
Entschuldigung. Ja. Wie authentisch und ehrlich bist du im Bett? Ja. Sind Sie im Bett? Entschuldigung. Okay, ja, in Bezug. Kommt gleich. Okay. Ich versuche, meine ehrliche Haut zu zeigen. Nur wer sich wirklich fallen lässt, kann Lust genießen. Ja. Das bedeutet, es ist ja okay, wenn man anfahren lässt währenddessen, oder? Das ist also ein glaub schon, Vertrauensding. ja. B. Irgendwie ist doch immer auch ein wenig Show dabei. Man will ja gut aussehen. Ja. Also hat eine Frau geschrieben, oder? Ja. C. Sex ist für mich Paarung und Performance in einem. Ja. Ein großer Showblock mit Feuerwerk am Ende. Oh mein Gott. In einem B. Ja. Ist schon gut ausschauen dabei. Ja. Kannst du dir vorstellen. Ja, ich glaube, dass es nichts Unwürdevolleres gibt, Ja. als mir loser beim Ficken so Ja. zum Schauen. Ich glaube, dass mein Arsch da komisch ausschaut. Ja. Da machen wir schon oft Ich Gedanken. glaube, dass er jetzt in Zukunft immer, weil mein Nachbar, glaube ich, sieht so erstens in mein Bad rein und auch in mein Schlafzimmer. Geil. Und ich möchte, dass sie meine Freundin immer da vor dem Fenster so halb auszieht. Ja. Und der nächste Ding ist dann aber nur noch wieder mein Arschloch sagt. Ja, stimmt. Ja, stimmt, dass ich Nur erst noch mein richtig Arsch, hart ja. mache. Ja, ich möchte, dass er so, also, dass er halt, ja, dass er, okay, er sieht mich in der Missionarsstellung, Ja. aber es ist genau der Ausschnitt, dass mein Arschloch und meine Eier, das Ja. ist so richtig Ja, widerlich. genau, ja. Naja, Ja. gut. Oh, jetzt wird's pikant. Okay. Thema Oralverkehr. Ja. Nur Genießer oder auch Genussspender? Nicht mein Lieblingsthema. Außerdem habe ich immer das Gefühl, dass das den Frauen nicht wirklich etwas bringt. Okay. Habe ich auch so erfahren. Ja. Vielleicht, ich glaube nicht, dass ich es falsch mache. B. Team Genussspender. Oral befriedigte Frauen sind der Wahnsinn und machen Lust auf sehr viel mehr. Ist das nicht das gleiche wie A? Oder ist A Na, ist A beide? ist, dass es geht. A behauptet, dass das nicht so viel bringt der Frau. Ach so, okay. C. Doch C. Oralverkehr ist Frauensache. Ich küsse mit Zunge und befriedige mit anderen Argumenten. Das ist wahrscheinlich wieder das, was mehr Punkte bringt, oder? Ja, Das B das sage ich nicht. Ja, Team Genussspender, B. voll, ja. Ne, 68. Ja, das Gibst bedeutet... mir, gibst mir einen Blowjob und du hast einen gut. Ja. 8. Ewiger Missionar der Lust auf Sexperimente. Vorsicht, aber Ja. an der Cornerpass. A. Jederzeit bereit für Neues. Solange man auf einer Wellenlänge ist, wird es immer nur heißer. Ja, B. Keine Ahnung. Ich bin eher schüchtern und bleibe daher lieber auf meinem gewohnten Faden. ja. C. Ich bin ein einziges Sexperiment und zeige selbst zurückhaltenden Frauen, was wirklich guter Sex ist. Ja. B. Vorher. Na, ich meine, auch nicht mehr A, wieder A. Aber, Das ist so eine Scheiße. ja. Okay. Oh, jetzt haben wir noch. Ja, 2 habe ich noch für dich. Ja. 9. Jetzt wird es nämlich richtig gut. Wann ist Frau gut im Bett? A, wenn sie alle Schweinereien mitmacht und es mir so richtig gut besorgt. Wenn sie So sagt, redest du nicht von meiner Mama. Nein, weil, so, ja, stimmt, ja, die hat es mir eigentlich immer recht gemacht. Also eigentlich. Wenn sie sagt, was sie will und auch dementsprechend aktiv wird. C, wenn sie zum Orgasmus kommt. Nimm mit B. Okay. Wann ist Mann Ja. gut im Bett? Immer. Immer. Wenn er mehrmals hintereinander kann, selbst nach viel Bier. Steht da Okay. wirklich. Ja. Wenn ihr Kannte, Wenn ihr Feed- kannte, wenn er nicht so schnell müde werden darf. Ja, stimmt, das ist das Riesenproblem. Ja. Ja. Ich werde vom Bier schon müde. Ja. Da habe ich ja keinen Bock mehr zum Ficken, sondern drauf noch mehr Bier zum Saufen. Ja, schon, ja. Und zwar mit Wobei, lauter ich glaube, Typen. dass ich da sexuell so mein Peak erreiche, also auch von der Ja. Ausstrahlung her, dass Ja. da mein Maul schon richtig, sag ich, wenn sie an der Bar hockt und ich so ein bisschen weiter weg und ich so, das ist Ja. nämlich meine Masche. Ich sitze Ja. dann, Machst in Kamera. hier, hab da Ja. mein Kleiner und dann schaue ich ihn also. Ja. Und das ist dann so ein subtiles Zeichen, Ja. dass ich jetzt bereit war und dann ist sowieso hier der ganze Ja. Sitz ist dann schon da. Niagara Ja. Falls. Wenn er mehr, also haben wir schon. Ja. Wenn ihr Feedback das bestätigt oder wenn er die Frau zum Höhepunkt bringt. Wann ist ein Mann gut Ja, im Bett? überleg. Ja, dann nimm ich B. Ja. Okay. Vielleicht ist es dann aus Höflichkeit gekommen. Für Trap, ich sage, ist. Ja, kann schon sein, das stimmt ja. Ja. Auflösung. Ja. Ich habe gerade über was nachdenkt, deswegen habe ich kurz gezögert. Weil ich gerade darüber nachdenkt habe, wie wahrscheinlich es ist. Jetzt stell dir mal vor, Ja. eine Frau findet die gar nicht attraktiv
Ja. fickt mit dir und du bringst es trotzdem zum Kämmer. Ja. Das glaube ich. Das ist Kunst. Ja. Ja. Hat dir das auch gemacht gerade, gell? Schon, ja. Also, du bist ganz klar, du hast sehr viele Punkte gemacht, also ich glaube, dir fallen nur 2 oder 3. Überraschung. 21 bis 30 Punkte, der ganze Kerl. Bravo! Solche Männer wie Sie werden händeringend gesucht, vor allem im Bett. Ja. Sie haben verstanden, den Orden gut im Bett gibt es nicht für so profane Dinge wie Technik, Ausdauer oder Ausstattung, sondern für etwas, das man als erotische Intelligenz bezeichnen kann. Das hat der Typ mit einem kleinen Schwanz gemacht, das Ja. Rätsel. Für den Mut, Wünsche zu äußern und Wünsche zu erfüllen. Ja. Magst du noch wissen, was die anderen gewesen wären? Der rührende Hirsch. Ja. Sie halten sich und ihr Gemächt für ein Geschenk Gottes. Dann gute Nacht. Naturtalent gibt es nicht in Liebesdingen. Sex muss man lernen wie eine Sprache oder das Essen mit Messer und Gabel. Und zwar bei jedem Partner neu. Sonst bleibt man nur in der eigenen Fantasie der vermeintlich heiße Hengst, der in Wahrheit aber eher eine arme Nummer ist. Mittleres Ding war gewesen, das schüchterne Jünglein. Ja. Sie meinen es gut, gehen die Sache aber völlig falsch und leicht verklemmt an. Guter Sex funktioniert nicht nur mit Ehering und ewiger Treue, aber er braucht unbedingt Offenheit. Der Glaube, dass Sex von der ersten Sekunde an automatisch klappen würde oder müsste, ist grundverkehrt, Kid Rap. Ja. Sex kann man lernen, aber dafür muss man die Hände benutzen und den Mund aufmachen. Ja. Word. Also du bist scheinbar ziemlich Tier im Bett. Die Haben wir uns mal überlegen. ganzen 1,5 Minuten, ja. Ja, aber da hier Vollgas. Rede ich halt viel. Ja, und Hey, entschuldige mich sehr viel. hey, was ist dein Wunsch? Okay, kann ich nicht. Ich muss jetzt mal sagen, ja. Lass mal mal in Ruhe. So, ja, komm ich nicht hin. Ja, Das ist mir zu pervers. naja, du bist doch Ich krank. möchte da unten nicht hin. Nein, Da pisst du draus. Ja, schon. Da scheißt du draus. ja, schon. Jesus, Da machst du God. deine Tage. Ja, das ist widerlich. Ja, Lass uns einfach schön essen gehen. ja, und einen schönen Film schauen. Ja, Essen ist die Erotik des Alters, habe ich letztens gehört. Ja, Oder des Jetzt. und auch Parol, das Rüschel in die 30er. Ich hasse Parol, habe ich das schon mal erwähnt. Ja, waren wir schon, ja. Das ist echt ein Getränk für Liegeradler. Fahrer. Ja, Nein, Radler, ja, stimmt. der Liegeradlfahrer, ja. Ja. Dann kommen wir gleich zu den Lost Brutales Favorites. Machen wir nur 3, da ich sagen. Und zwar, ich würde das Thema gerne weiter aufgreifen, und zwar Sexstellungen. Deine Nummer 3. Okay, ich fange an. Ja. 69 top, Ja, aber ich oben. ja schon. Ganz klar, weil Ja. ja, es schaut ja blöd aus, glaube ich. Wo es halt leicht an meinen Arsch kommt. Ja, genau, weil ich sehe, mein Schwanz ist einfach übergehe und dann einfach. Ja. Und ich möchte das Kamine dabei verzirkt, auch wenn ich gerade von einem auftrittsreichen Wochenende komme. Ja, du schon, musst ja. einfach, du musst das hinnehmen. Ja. Oder wieder 4 Tage auf der Wiesn war. Ja, in der gleichen Lederhosen, Ja. also ungewaschen in Klar. Boxershort. Ziemlich gleich, ja. Und dann sage ich so, jetzt 69 und gib ihm. Ja. Doggy toll, Ja. mag ich gern. Und dann gehe ich noch ganz klassisch mit der Reiterstellung. Ja, war Aber hab ich auch gesagt, ja. umgekehrt bin ich mir nicht sicher, mag beides gern. Ja. Je nach Arsch, würde ich sagen. Ja. Je nach Arsch. Weil wenn sie jetzt so richtig fette Titten hat, Das ist dann, ja dann kann sie ja. ja. Und wenn sie einen richtig ekligen Arsch hat, dann ja. Ja. Was hältst du von innere Schamlippen, die so riesig sind, das raushängen, dass sie sich so richtig rausläupen? Habe jetzt noch nicht gehabt, glaube ich. Aber Ja, aber so jetzt, wenn du das jetzt in einem Porno zum Beispiel siehst, Ja. ist das jetzt was du sagst, cool oder war da egal oder müsste den echt sehen. Ja. Ja, aber es schon, war wahrscheinlich kurz ungewohnt. Ja. ja, müsst du dich schon nachfragen, was das ist. Ja. Du, Frage. Was ist da um deinen Brunz herum? Was hast du denn da? Das ist das schaut voll komisch aus. Ja. Ja. Warst du schon mal beim Arzt? Ja. Mehr hätte ich nicht gewusst. Wann ist, ich wollte gerade sagen, Missionar, du hast ja. jetzt alle zugestimmt, oder? Ja. Also bei dir das Gleiche. Ja. Okay. Entweder oder. Ja. Einen Monat lang die gleichen Gerichte essen wird Tom oder die gleiche Menge wie der Harry. Ja gut, das mit der Menge. Kann das gleich wie der Tom in der Menge vom Harry essen. Aber der Tom isst echt ekligen Scheiß. Ja, schon, ja. Also ist ja da Sachen, die wo ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen habe. Nein. Kassler. Nein, eigentlich ist keine eine Ahnung. gute Frage. Ja. Also, weil der Harry isst schon viel. Ja. Also ich glaube, dann da ich noch fetter werden, wie ich jetzt schon bin. Ja, was du damit sagen willst. Ja.
Du, mach das Experiment, ich nehme einen Tom seine Gerichte, damit ich wieder ein kleiner Flashback kriege. Einfach mal wieder ein schönes Kassler, kalt. Also ich müsste das vom Tom nehmen, weil ich nicht die Menge vom Harry essen kann. Das würde ich einfach nicht schaffen. Ja. Also. Ja, und beim Tom kocht ab und zu seine Mama und die kocht Ja, und auch echt gut. Ja. Darfst du lieber in einem Freizeitpark oder in einer Bibliothek wohnen? Schwierig, oder? Naja. In der Bibliothek war es halt entspannter, das sind ja nur Opfer. Ja, schon, ja. Ja, ich finde die Frage auch schwierig. Also inwiefern wohne ich dann da? Ich glaube, also ich da trotzdem im Freizeitpark, weil es angenommen, ich wohne im Märchenwald oder im Europapark, das sind ja richtige Welten. Ja. Aber wird mir langweilig und dann werde ich wahrscheinlich lesen in der Bibliothek. Ja, aber das sollst du ja mit aller Macht vermeiden, finde ich, zu lesen. Ja, ich glaube, ich war lieber ich mag Freizeitparks nicht so gerne, das finde ich Bibliothek. Aber wenn da halt nur Opfer sind. Ja. Oh. Gibt es überhaupt noch Bibliotheken? Das ist ja komplett überholt. Ja, gibt es schon noch. Okay. Für immer Kind sein oder für immer alt? Also wie alt? Weiß ich nicht. Alt, so dass du nicht mehr ficken kannst. Also 25. Ja. Okay. Und auch so jung, dass aber das wird der einzige Vorteil, erwachsen zu sein. Autofahren, saufen. Ja, stimmt. In Bibliothek. Muss das Kind dann, das ist halt auch die Frage, gell? Also habe ich mein kindliches Gehirn noch. Also ich weiß noch, als Kind wollte ich immer erwachsen sein. No. Ich merke, glaube ich, auch kein Kind mehr sein, aber ich merke die Freizeit wieder haben als Kind. Das war schon geil. Also hast richtig viel Freizeit gehabt. Aber ich glaube, dann haben wir wirklich gar keine Probleme. Immer alt sein, ja. Ich glaube, der lieber immer alt sein. Ja. Und dann weiterhin eine richtige Belastung für die Gesellschaft. Ja, richtig. Ja. Darfst du lieber mit Tieren oder lieber mit verstorbenen Menschen reden können? Tiere. Ja. Hitler wieder zum Leben erwecken oder mit Vox Club auf Tour? Vox Club auf Tour. Oder was kann ich mit dem Hitler machen? Also macht er da weiter, wo er aufgehört hat? Oder das weiß ich nicht. Also ich hätte nicht. Also grundsätzlich muss man ja nicht belohnen dafür. Das war jetzt so mein erster Gedanke. No. Außer natürlich das mit der Autobahn. Ja, da muss das man war ja sagen, wirklich danke. stark. Thumbs up an der Stelle. Aber ansonsten, Ja. also ich darf schon sehr ungern mit Vox Club auf Tour gehen. Ja. Ich glaube, so schwierig. Ja. Also Hitler hat es nicht verdient zu leben. No. Aber ich glaube, wenn er jetzt wiederkommen hat, ja klar doch, der hat also pass auf, wieder so mal, der dann Hitler wieder zum Leben erwecken. Und dann mit dem Vox Club bekannt machen. Und dann da den ausstellen. Also da mit ihm auf Tour gehen und richtig Asche machen. Ja. Und dann, nachdem ich nur habe, da den Israel geben. Glaubst du, dass Hitler klüger ist als du? Das ist mir gerade eingefallen. Weil ich überlege gerade, wenn jetzt hast du diesen Plan, dass du Hitler eben als kleines Zirkusäffchen mitnimmst und dann stellst du fest, scheiße, der Typ, der ist echt richtig, der macht was, der ist gescheit und dann dreht er das Ganze um. Ja. Da hätte ich schon ein bisschen Panik davor, ich weiß nicht. Die Gefahr war, also ich habe jetzt den Plan, ich habe mir das Zirkusäffchen dabei, mache ein bisschen Money, unethisches Money natürlich an der Stelle und dann nimmt man den AfD weg zum Beispiel. Ja. Und dann hast du nichts mehr. Entgleitet mir das Ganze. Ja, jetzt komplett. Ich wollte nur ein paar Dollars machen und jetzt hat auf einmal und hier auf einmal haben die einen Zug komplettes wieder. Volk. Ja, schon immer scheiße. Doch mit Vox Club. Ja. Also wenn ich, gut, muss ich nochmal überdenken, aber ich darf dann Hitler noch zurückholen für meinen persönlichen Vorteil, um damit Geld zu verdienen. Ja. Und Vox Club war halt echt, was zahlen die? Vox Club? Ja, dass ich mitkomme. Nix. Nix. Die normalen Gagen, die handelsüblichen Gagen. 40.000 oder was? Kann der Geld verdienen, ja. Also beides eine Rufschädigung. Aber wahrscheinlich sterben mit Vox Club weniger Menschen, sondern nur. Also interessanter fand ich schon das mit Hitler. Ja. Mich da interessieren, was er für ein Kerl war. Ja, vielleicht ist ein Vox Club genauso schlimm wie Hitler. Ich glaube schlimmer. Ich glaube wirklich schlimmer. Und die haben keine Autobahnen gebaut. Nein. Was hat Vox Club erreicht bisher? Sag einmal. Total nervigen Song gemacht. Ja. Der in die brutale Vollpreisen sei. Ja. Hitler ist halt auch kein Preis, gell? Also Österreich. Das heißt Österreich, ja. Aber es ist wurscht. Nein, das natürlich, wenn man ehrlich ist, muss man mit Vox Club auf Tour gehen. Weil es ist weniger riskant. Ja. Ich mal sagen. Falsche Zeit vielleicht. Vor 15 Jahren war das noch gegangen mit dem Hitler. Ja, jetzt bist du sofort Nazi. Schon, ja. Rezept der Woche haben wir gestrichen. Ja. Fan der Woche, scheiße.
habe ich jetzt aktuell. Nehmen wir einen Markus schon, oder? Oh ja, klar. Ja. Ein Ding, ein Zinsi01, glaube ich, heißt der. Bei Instagram, der geile Typ, der letztes Jahr im Backstage in 6 Sekunden die Maske gext hat. In Nein, die zweite. Oder so. Ja. Ja, und dann alles voll gekotzt hat. Geiler Typ. Absoluter Fan der Woche. Ja. Mehr als verdient. Den Los Brutalos Secret Tipp haben wir ja schon vorgegriffen. Dann wäre es noch cool, wenn du ein bisschen vorgreifst, was so demnächst passiert noch. Wir dran ein Musikvideo. Richtig. Das kommt Backstage ist ja schon vorbei. Ja. Passer ist vorbei. War geil Backstage. Ja. Wir sehen uns noch in Donauwörth. Das wird dann das letzte Konzert in diesem Jahr. Was ein normales Konzert ist. Wir sind im Tanzhaus Treffer im Dezember wieder, am 15. Geil. Am 16. Spielt Tom Joe dann in der Bar. Ach ja, stimmt. Können wir dann vorbeischauen. Stimmt. Und ja. Sonst, Musikvideodreh kommt dann inshallah Ende was ist November? Keine Ahnung, November raus. Ja. Wäre eine fette Nummer. Ja. Und dann würde ich sagen, bringen wir All I Want for Christmas nochmal raus. Ja, schon, ja. Ja, da sind wir überlegen, ob wir wieder einen Weihnachtspulli machen. Ja. Wenn euch was Lustiges einfällt, was wir draufstellen können, schreibt es uns mal. Wenn euch nichts einfällt, dann halt so blöde Fotzen. Wie immer, ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, was ist heute ein kurzer geworden. 36 Minuten. Macht ja nichts. Wir sind ja alle krank. Ja. Ja, das war's von mir. Dann Ja. die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry, oder? Danke.